Ja, ja, Freunde, so schnell kann es gehen bei 1800 und plötzlich haben wir einfach viel zu viele Holzkohle. Mit den paar Hütten bloß, aber trotzdem sprengen wir alle Rekorde. Und dann willkommen zurück zu diesem krassen Let's Play. Immerhin 46 hier in der Anzeige, das ist schon nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern. Und ich habe natürlich auch schon überlegt von wegen, verschiebt das Ganze noch wieder auf die Insel hier rüber. Vom Platz her würde es noch gehen. Oder sage ich mir doch jetzt erstmal, nee, erstmal testen, ob es überhaupt funktioniert. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Und ob 46, was wir aktuell produzieren, doch zu wenig ist, dass er dann noch mehr machen muss. Und ich meine, von der Fundo kann man noch ein bisschen mehr machen hier oben, oder ausbauen, das geht schon noch. Die Idee von der Fundo wäre ursprünglich eigentlich, dass ich hier eine geschlossene Insel für sich habe. Also hier mit dem Aluminium. Also einfach hier auf Vorrat produzieren, genauso mit den Ziegelsteinen, mit den Brettern, also dem Holz quasi. Das eigentlich autark funktioniert. Okay, natürlich, hier, wenn es um Arktisgas geht, Helium und natürlich auch die Dampfmaschinen und so, was wir, oder Segel, also die Produktion der Luftschiffe brauchen, da geht es nicht, das ist klar. Also irgendwo hat auch das hier seine Grenzen mit autarken Produktionen, aber das sind halt Dinge, die hole ich ab und zu mal. Es ist keine aktive Route, die ich brauche. Und auch wenn ich hier mal gerade nichts davon habe, es geht nicht irgendwo gerade die Welt unter. Oder ist nicht so, dass irgendwie dann Artisans kommen und sagen, oh, wir haben nichts mehr, wir geben dir keine Kohle. So ist es ja nicht. Das ist eigentlich das Schöne aktuell an, an Von der Fundo. Deswegen ich mir echt überlege, das so zu behalten, aber zu sagen, ja, hier haben wir halt wie Brennmaterialien generell, wo wir halt brauchen für Produktionen. Gut, Öl ist auch so eine Geschichte für sich und das hier ist auch noch alles andere als schön. Da ist nämlich ziemlich hässlich, wie ich getrieben habe. Naja. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Das Leben Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ja gut, die müssen noch was im Lager haben, wa? Wirklich? So schnell? Natürlich haben Sie es geschafft. Toll. Danke. Das ist natürlich so etwas, wo ich mir sage, yo. Geilomatico. Ähnlich wie hier oben. Ja, hier wollte ich ja auch hier und da mal noch ein bisschen aufräumen quasi. Hier mit dem Goldvorkommen, wo ich auch mal gesagt habe, die Dinger hier brauchen wir gar nicht mehr. Und vielleicht den Lufthafen dann hier unten hin. Wo es keine große Rolle spielt eigentlich, aber das sind so Kleinigkeiten, die wir so zwischendurch mal ein bisschen lösen können. Hier mit der Holzkohle, mit der Hütte. Theoretisch haben wir noch Platz hier nochmal für einen. Den würde ich gerne mal versuchen anzugehen. Also muss der ganz kurz weichen. Ich stelle die Weiche, Freunde, ich stelle die Weiche. Hier haben wir Strom. Ich glaube, dass eigentlich können wir den so lassen, wie er ist. Das heißt, ich würde nur... Ah, natürlich jetzt doof. Moment. Also, geht natürlich jetzt so nicht, wa? Hehe. Scheiße. Ach, so wiederum wird es gehen, wa? Wenn ich jetzt hier wieder sage, nimmt er die ganze Fläche. Das heißt, ich müsste theoretisch ganz hässlich hier eine Straße bauen. Nein, nicht so. Nein, das hat er nicht gemacht. Scheiße. Warum nicht? Also, weil ich ja doof bin. Das ist ja eh falsch. Zumindest ein bisschen. Aber hier muss ich das eben ein bisschen auseinanderziehen, das Ganze. Es ging ja gar nicht anders. Naja, komm, shit happens. Weil eben. Das Kraftwerk kann ja eigentlich hier belassen. Ich sehe jetzt nicht ein, wieso ich das irgendwie woanders hinziehen soll. Anderen Dinge, da muss man ganz kurz Luki machen, wie das gehen würde. Könnte man theoretisch so bauen. Also einfach einmal nach unten. Und ich baue die direkt oben hin und schau mal. Ich meine, ihr könnt sogar ganz krass schon nach oben hin bauen, aber nee. Erstmal hier. Weil eben auch von der Walddichte her ist das überhaupt kein Problem angeblich.
So, dann machen wir den noch so hin. Dann haben wir hier das coole Konstrukt. Na, guck mal an, sogar ein bisschen zu weit auseinandergebaut. Hä? Ich jetzt doof? Ach so, weil der natürlich wieder fehlt. Ja, ja, okay. Die geniale Erfindung ist vollendet. Dankeschön, dazu kommen wir gleich. Dann sollte irgendwann den nächsten weitermachen. Attraktiver geworden. Wir haben nicht viel. So. Die Hippe, Hippe. Wir sind bereits noch bei 13 Minuten. Ja, wir sind schon schnell unterwegs, Freunde. Ich erhöhe mal noch auf den Wert. Ja, jetzt kommt es langsam echt gut. So. Also, Entschuldigung, erst einmal hier noch. Hier war ja das Diskussionsthema. Ich den so habe. Ja, muss den wieder ein bisschen nach unten schieben. So, warte mal. Jetzt sind die alle wieder drin. Okidoki. Jetzt soll ich mal sagen, wir bauen noch so einen hin. Ja, natürlich doof, jetzt müssen die ganzen Bäume nochmal neu pflanzen. Ich will sehen, ob das, was ich gerade getrieben habe, überhaupt aufgeht. So, Strom hätten wir auch wieder. Die Frage, haben die alle hier mitunter auch noch Strom? Jo. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Das stimmt alles noch mit 100%. Ja, und ist da meine Probleme oder was? Was du wollen von mir, hä? Okay, der hat Probleme, wundert mich aber gar nicht, weil ich glaube, hier stimmt sowieso was nicht. '95 hat immer noch Probleme, bei dem klappt es aber. 95 natürlich auch schon viele von dem her, aber natürlich immer ein bisschen besser. Jetzt können wir mal noch ganz kurz gucken. Das Item ist ja abgeschlossen und das müsste doch, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, der Ding gewesen sein. Holz oder Hütten, okay. War jetzt nicht gerade das, was ich meinte, aber nehme trotzdem mit. Druidensicher war es, wa? Restaurants lassen wir hier. Jagdhütte. Braucht sie auch nicht. Sonst brauchen wir noch rüberpacken oder so, wa? Ich meine, wo brauche ich schon Jagdhütte? Sicher nicht auf der Insel. Dass die mal irgendwie besser aufteile und die Dinger hier, die wir so haben, vielleicht sogar mal verkaufe, weil mir sonst ein bisschen auf den Sack geht hier. Restaurants, keine Monumente. Hacienda Rumbrennerei, ja, ist super. Normale Rumbrennerei, okay, aber die Hacienda, nee. Hacienda Rumbrennerei. Schiff vom Stapel gelaufen. Alle Ziegeleien und Betonwerk. Beton. Gerhard, der Architekt. Liefert Strom, ist natürlich geil. So hätte ich halt gerne für die Minen. Jemand der Strom liefert. Vor allem in der alten Welt. Captiloni, wo die eine Mine haben. Weiß das Kupfer, glaube ich. Kupfermine. Also. Ich gucke mal, dass der immer hier rausnimmt. Keine Ahnung warum. Mine. Kupfermine.
Liefert Strom, da ist die alten, die habe ich ja sogar irgendwo. Beeinflusst alle Produktionsgebäude, minus 20% Arbeitskräfte, liefert Strom. Ah, das war das Problem, genau. Weil natürlich auch die Dinge auseinander liegen, die beiden Minen. Ja, stimmt. Minensteinbrüche, das ist natürlich geil. Jörg von Malching, Logur des Aurum, legendär. Extrawaren, Gold und Öl. Aber auch hier, ich meine, ja, so eine scheiß Handelskammer hat da nicht so einen großen Radius. Wie zum Henker? Ebenso bei Minen, Steinbrüchen bin ich ein bisschen vorsichtiger mit den Items. Sonst gerne generell gesehen, aber hier so, schwierig. Schwierig. Apropos schwierig, wenn ich mal hier bin, nur ganz kurz gegenchecken, dass das gleich irgendwie alles Bach runtergeht. Wie die Taschenuhren und der Kaffee. Taschenuhren liegt an euch, wa? Nö, ich hab sie gesperrt. Hä? Wer kriegt denn hier Taschenuhren? Beim Jupiter. Hey, ist auch gesperrt. WTF. Für solch einen Segen könnte ich meine Seele geben. Hier ist auch nichts drin. Was geht denn das Ding immer noch so runter? Säck geht ein bisschen runter, das war zu erwarten. Da sind sie da zu. Ich meine, klar, ich habe hier Taschenuhren auch drin. Jetzt nicht so viel. Wie ist das generell hier mit dem Telefonen gehen eigentlich wieder ein bisschen hoch. Also ganz so krass, gehe ich mal hier ein bisschen runter. Hier ist auch alles noch Picobello, Tippitoppi, naja, fast zumindest. Ja, das hier mit den Dingern war die hochtreiben, die Gelehrten. Ich glaube, auch wenn es krass klingt, aber der gelehrten Hochtreiner bringt es nur temporär, um halt die Forschungspunkte wirklich aufs Maximum zu treiben. Also mein Ziel wäre irgendwann mal auf 100.000 Forschungspunkte zu kommen und dann die Gelehrten wieder runterzuschrauben. Außer natürlich ziehe die Bilanz über die Ältesten. Und sage bei den Gelehrten, okay, momentan reicht's. Und holen wirklich die ganzen Dinger von denen. Baten mich, für die Frühlingsmesse die Mutter zu sein. Ja, bei den Fällen auch noch viele Items, die wir dann mit Zeit auch noch machen werden, haben wir schon mal erwähnt. Zum späteren Zeitpunkt war dann mal wieder die Zeit auch, aber vor allem natürlich auch die Motivation stimmt nicht ganz, aber zwar schon, aber ihr wisst, was ich meine. Wo ich dann eigentlich sagen kann, ja, jetzt hat er wieder Podium, okay, das ist schon ein gutes Item. Auch wieder so die Ideen habe und so. Ja, eigentlich wollte ich einfach noch ein bisschen mehr Älteste, war? Plus 68 von Ältesten. Sieht man das irgendwo, wie die Einfluss auf die Uni haben, oder sieht man das hier nicht? Ja, das ist auf das Rathaus, ja. Feuerwache, Polizeiwache. So, der Marktplatz. So viele wundervolle Sprachen. Und Ach ja, auch hier halt, noch weitere Hirten abzugraden und so. Ich glaube, so viel kriege ich jetzt hier nicht durch die Ältesten rein. Schon noch ein bisschen, das glaube ich gerne, aber so viel vermutlich nicht mehr. Naja. Wir sind also wieder hier. Es gibt ein neues Item. Das mehrere sogar. Wie geht es vor allem die Köhlereien-Items? Wo sind die? Plus Walddichte ist natürlich ganz wichtig. Das ist nur für Holzfällerhütten. So. Ah, scheiß Lager ist voll. Okay, das heißt, ich jetzt hier weitermachen. Wir haben ein neues Schiffchen bekommen. Wir haben hier sehr viele Schiffchen. Klarer Himmel. Die brauchen alle mit uns noch ein Item. Albatros. Wir haben ja hier eine schöne Mineralroute. Mittlerweile auch schon ziemlich voll bin überall. Ich würde sagen, wir machen noch eine Route. Kann sein, dass es nur temporär ist, aber ich guck mal.
Nenne ich die? Dazu ist gerade irgendwie an Holzkohle. Weil vielleicht nehme ich ja noch irgendwie Holz damit. Der Albatros, der ist ready. So, Prosperity erstmal nach Saint-Lomé. Muss glaube reichen. Dann kannst du richtig geil loslegen, Chef. Ist nur ein Dreier, also. Ja, mach's mal so, wa? Viel Spaß. Und gute Unterhaltung. Schon Mineralien da eigentlich auch Minen sagen können, aber egal. Ist auf dem Weg. Jo, ist er schnell. Hui, ich komme, ich komm. So. Dir zu trauen wäre äußerst leichtsinnig. Ach, die schon wieder. Was ist denn los mit dir, hä, Süße? Du hast völlig recht. Meine Tante sollte sich besser ein Beispiel an mir nehmen. Siehste. Er wird dich einen Affenarsch küssen. Ja, du musst Erfahrung damit haben, Kleines. Oh, altes Fossil. Alle Einnahmen fließen direkt in die Stiftung. Warte mal. Zuerst habe ich ihr eingeschmeichelt, also zuerst habe ich geschmeichelt und dachte sie, du altes Fossil, als hätte ich ihr irgendwas gesagt, was man in den 70ern oder anno 1800 gesagt hätte. Hä? Dann habe ich ihr Geld angeboten und das nimmt sie dann wieder. Hä? Irgendwie leicht schräg. Und was? Ich sollte den Kavalier vom Hai doch wohl unterscheiden können. Ich sehe, Sie haben verstanden. Oh, wenn wir 50 hochbringen, wird lustig. So, warte mal. Ganz kurz runter pushen. Das geht jetzt auf 200. Was? 50, 40, 30. Das heißt, das ist nicht ein fucking Ernst. 320 geht der hoch? Ja, ist nur leicht übertrieben zum Glück. Mich nehmen jetzt einfach mal Wunder, könnte ich jetzt die Dinger hier theoretisch bis aneinander schieben? Okay, jetzt können es Probleme geben, wa? So. Nur ganz kurz zum Gucken. Sieht ihm ja oberdämlich aus. Ich meine, effizient wäre es ja, wenn wir ehrlich sind. Hier trotzdem mal noch ein bisschen raus, und zwar aus dem Grund. Hier sind wir, glaube ich, auch 2 noch draußen, war 1, 2, genau. Das ist doch nicht unbedingt der Grund, mir geht es um einen anderen Punkt.
Und ich hätte theoretisch nochmal, das heißt, hier eigentlich nach runter gehen könnte, um hier nochmal mit einer Straße durchzuziehen. Vielleicht sogar ein Loch. Moment. Ah ne, warte mal. Der war hier. Was? Mir fehlt das Anbaumaterial, das glaube ich ja nicht. Was ist denn hier los? Ich meine, es sieht hässlich aus wie sonst was. Okay, es könnte ein bisschen brennen hier. Ja, das kann halt passieren, ne? Also meine kann das Ganze noch ein bisschen nach außen ziehen und so, damit es noch ein bisschen schöner wird, aber das ist ja jetzt wohl etwas, wo ich sagen würde, leck mich am Sack, hey. Ja, ne, also hässlich wie die Nacht, wie gesagt. Aber funktioniert wie ein Traum. Die Jugend von heute ist zu faul, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Natürlich jetzt ein Punkt, wo man sich auch sagen könnte, ja, hier sind es ja 4 so und hier 4 so, aber irgendwie stimmt es doch nicht so ganz, mit den Abständen und so. Ja, mein Gott, ist halt nicht alles perfekt, sag ich jetzt mal, ne? Ich habe zum Beispiel 2 Felder Abstand hier oben, hier nur eine. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, hoffentlich auch. Hat lang genug gedauert. So, die werden für die Holzhütten zuständig. Ah, der schon wieder. Minen- und Steinbrüche. Wobei ich gar nicht mehr weiß, was ich denn jetzt hier vorne habe. Warte mal, ich mache den mal nach vorne. Weil der für die Schmieden Eisenhütte wäre mir eigentlich lieber. Ganz ehrlich gesagt. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel Prozent ich jetzt habe. Ja, Warenausgang ist voll, super, ja, wen wundert's? Wie viel habe ich? Fucking 90, Alter, ich kann die ganze Welt bewirtschaften. Warte mal, das will ich jetzt testen. Wir haben doch hier so ein schönes Schiffchen. Haben wir nicht irgendwie immer ein Problem gehabt hier oben? Mit Arktis. Weißt du was? Das machen wir jetzt anders. Gut, müssen wir vielleicht irgendwo mal abfangen, wo er gerade wäre. Treffen uns vielleicht in der alten Welt. Da ist perfekt, ist gerade unterwegs. Könnt ihr natürlich jetzt kurz abfangen, aber wozu? Ich habe hier auch Arktis alte Welt, der macht ja jetzt den Quatsch. Aber warte mal, stopp! Motoren gestartet. Stopp, stopp, stopp. Ich kratze hier oben ja aus, die Kohle, und mache hier den Quatsch. Das heißt, Bright Sands mitnehmen, Deepwater mitnehmen.
Die andere Arktis alte Welt, da hole ich einfach die Waren hier ab, war. Dann machen wir es jetzt hier so. Ich nehme mal hier im Gegenzug das Arktis Gas mit und entlade es hier. Ne, warte mal, das ist der Ditchwater, scheiße. Ja, das Zeug hier in Ditchwater mitbringst nach drüben. Ja, das stimmt natürlich schon. Arktis alte Welt, die mir so gut gefällt. Ne, komm, weißt du was? Ich mache die Route nur noch so mit dem. Dafür nehme ich jetzt den hier raus. Warte mal. Aber noch so einen schnellen Dreier. Das klingt wahr. Wo ist der schnelle Dreier? Warte mal ganz kurz. Jetzt da oben. Also nach Loben. Du gehst wieder mal ganz kurz hier hin für die Kohle. Aber ich den nehme ich jetzt mal ganz kurz anders auf. Dann haben wir hier. Wir sind Ja, so abflugbereit. kleine. Zugegeben war es nicht mehr so viele, sehe ich gerade. Können wir mal noch ein paar Hermes bauen. Aber der Segel, super. Abflugbereit. Egal, kriegen wir hin. Jetzt muss ich das Frachtlader-Item, dann schicke ich den fürs Arktisgas. Und schicke den anderen nach für die Kohle von der neuen Welt in die Arktis. Warte, die alte Welt gar nicht, weil jetzt ganz ehrlich, jetzt scheiße ich Kohle. Jetzt haben wir so viel. Also müssen wir den Teufel zu und her gehen, wenn das jetzt nicht mehr reichen würde. So, Dorsch 2. Sehr gut, dann haben wir dich hier. Dorsch. Dorsch 2 und go. Ah, ich wollte eigentlich kurz gucken, wo er gerade ist. Arktis alte Welt. Und los, weg ist er. Ich wollte eigentlich noch gucken. Genau, mir geht es ja darum, dass ich eigentlich alte Welt hole ich Gas. Kannst du gar ganz richtig machen, so wie es jetzt mittlerweile heißt, Arktis Gas. Das haben sie ja geändert. Okay. Arktis-Gas gibt es natürlich auch. Nein, Arktis-Gas. Okay. Der macht das. Dann gibt es noch eine neue Route, zu der kommen wir gleich. Das Schiff ist dann ja in der alten Welt hier. Klarer Himmel. Oh, fuck. Vorwärts! Viel Kohle plötzlich auch hier. Hier haben wir noch ein bisschen Öl am Lager. Hier auch, aber hier haben wir kein Ölproblem mehr. Problem gelöst. Also Fußball, bis er hier ist. Immer ganz kurz was anderes testen. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, danke schön. Sie haben ein Bedürfnis von 20 Kohle, produzieren momentan 6 selbst. 20 brauchen die. Ist ja ein Witz, hey. Ist ja ein Witz. Meine produzieren 90. Was ist los mit dir? Wie so schön ein Plan aufgeht. Holzkohle, over 9000. So, wo bist du? Alter, der Motor, ey. Ganz mal explodiert gleich. Wir sind unterwegs. So. Dann bist du hier ready to take off. Dann machen wir mit dem eben eine Route, eine Handelsroute, wenn es geht. Es ist Import-Export. Der wird dann irgendwann mal Arktis irgendwann mal noch verbessern. Ist eigentlich Holzkohle oder ist nur Kohle? Bin gar nicht mehr so sicher. Na egal.
Eigentlich alle Schiffe, die alte Welt aber hier momentan. Der gute Pinguin, das passt ja für die Arktis. Hat sogar selber mal gemacht, egal. Nein, Moment, wenn ich schon natürlich in die Arktis will. Also, Zieldestination war Prosperity. Dann gehst hier hin. Und du ballerst die mit Kohle zu, als gäbe es keinen Morgen mehr. Stimmt, es ist nur Kohle, war gar keine Holzkohle. Schön 8 voll. Das gefällt. Nahrung, Getränke, Arktis, Kohle. Viel Spaß. Und gute Unterhaltung. Vielleicht gibt es hier temporär ein kleines Problemchen, wa? Müssen vielleicht eh mal Insellager erhöhen, weil ich sehe gerade, 150 ist vielleicht ein bisschen doof. Kacke, kann ich hier eigentlich einen Hafen irgendwie in Depot bauen? Für die Kohle wäre es irgendwie sinnvoll. Wie sehen die Dinger hier aus? Alter Schwede. Oh, ich hasse die Arktis. Ich hasse sie. Ich freue mich schon vermutlich im Winter rum, so, wenn es sowieso da passt, dann der Arktis hier wieder voll durchstarten und diese optimieren werden. Je, wird das ein Spaß. Natürlich auch klar. Kriege ich die noch ein bisschen näher ran hier? So. Da lange um 550. Warte mal, ich liefere ja 100, 200, 300, 400 Kohle. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Wert. Da sieht man relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht. Ist der denn schon da? Gut, ich habe mich jetzt schwer gewundert, wenn er schon hier wäre. Ich meine, er ist schnell, aber so schnell? Oder ist er schon? Noch nicht so sagt. Speedy Gonzales Dinger, wussten wir ja. Okay, also das, denke mal, ist vorläufig noch ganz okay. Wie schon erwähnt, vielleicht wird er hier noch irgendwie was anderes machen oder so, aber vorläufig, bis ich das gerne nochmal optimiere. Und hier haben wir noch die Dinger dann für Holz. Und vielleicht eben noch mit der Option, dass ich es doch nach Prosperity verschiebe. Aber hier oben, man muss zugeben, hier oben wird es dann schon, müsste eher hier sein. Ja, muss man überlegen. Ich finde eigentlich unser aktuelles Konzept, was wir gerade so schon erklärt haben, zu Beginn der Folge, finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Ich muss sogar sagen, Freunde, heute machen wir relativ pünktlich Schluss. Holzkohle. Und zwar behaupte ich es einfach mal so frech, wie ich bin, vorläufig genug. Vorläufig genug, was wir hier alles machen. Kohle aus Holzbäumen. Holzbäume vor allem. Genau, Holzbäume. Oh Mann. Müsste fürs Erste sicher gut gehen. Ich habe noch ein paar Items in der Pipeline. Und noch das eine oder andere noch optimieren könnte. Wir können noch weitere Bäume hier auf der Insel pflanzen. Deswegen glaube ich, das ist gar keine so schlechte Idee. Zu sagen, hey, das ist die Öl- und Holzkohleinsel. Also Prosperity ist natürlich vom Faktor Umweltverschmutzung das komplette Gegenteil zu Manola. Manola grün wie sonst was und hier du musst Glück haben, wenn du mal was Grünes siehst. Ah, da ist er ja. Guck mal, der holt gerade die Kohle für die Arktis. Krass geil. Also Freunde, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800.
Dann kümmern wir uns endlich um den Hochofen und gucken mal, wie schnell wir dort in Saint Lomé vorwärts kommen, war. Mit neuen Goodies, sag ich jetzt mal. Goodies, viele Goodies. Und Kohle. Viel Kohle und Goodies. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.